Gut, wir kennen schon anheben mit der Zweier und es freut mich sehr, euch allen zu begrüßen. Ich bin David Braun, ich bin der akademische Direktor von der intensiven Sommerprogramm für jiddischer Sprach, Kultur und Literatur auf dem Namen von Uriel Weinreich beim Jiddischen Wissenschaftlichen Institut JIWO. Ich bin in JIWO physisch in der Stadt New York, wo es lernen sich bei uns auf 65 Talmidim von über der ganzen Welt in 4 Madreiges von dem Sprach- und Literaturlimit und sind im Jahr 2019 führen wir durch für unsere Talmidims wegen und für einen breiten Eulem euch eine Serie, was kommt vor alle Woche, eine Serie Lektions wegen der jiddischen Zivilisation. Und die Lektie von der heutigen Woche ist im Ganzen auf Jiddisch. Es wird uns m'hã sein, mit ihr Wissen und mit Professor Claudia Rosenzweig, auf der Thema die frühe jiddische Literatur in Italien. Die jiddische Literatur ist in allgemein nicht breit assoziiert mit Jiddisch-Loschen. Und Claudia wird uns geben zu verstehen, darf was ist gedeiht zu assoziieren Jiddisch mit Italien in einer gewissen Stufe und verstehen den Voneinanderwuchs von der jiddischen Literatur und der jiddischen Zivilisation. Claudia ist allein Italien geborene und hat sich interessiert sehr mit der Literatur, mit der jiddischen Literatur von dem Land und über den Gang, über den Verlauf von ihr Leben und von ihr Sein Forscherin von dem Feld haben sich angeklebt, als Sach mehr mit Keurim, wie man hat öfter gehofft oder gekannt sich vorstellen. Und heint, weil wir bekommen Adin Vecheshben, kann man sagen, wegen dem, was hat sich angeklebt in Meschach von der Zeit, was man hat gewusst früher, was man weiß jetzt und auf was man kann noch hoffen in der Zukunft von der Forschung, von der Geschichte von der jiddischen Literatur in Italien. Claudia, ein Dank für den Kommen, ein Dank für den Annehmen unserer Verbreitung und du hast das Wort. Shalom Aleichem, das ist ממש הכבוד für mir zu sein da mit euch. Und ich will anheben, ihr werdet mir sagen, ob ihr seht, als Ding, ob das ist fein. Ja. Man sieht, man sieht die seitige Sachen euch. Ich weiß nicht, du willst Präsentation oder nicht. Das Ist das gut? Jetzt sieht man euch von der linken Seite die Präsentation. Das ist nicht in Präsentationsmodus. Jetzt, es muss sein. Ich will auch eben noch. Nein, Ja? Sie gehen auf eine Sekunde. Nein, noch nicht. Ja. Ich will es dann von das neu. Oh, Sie gewinnen momentan auf eine Sekunde. Okay. Das so. Jetzt sieht man die Präsentation allein. Jede Seite besonders. Ja. Gut, Claudia, danke. Danke euch, danke. Und ich will auch eben reden und ob ihr redet zu viel, sei so gut, David, und sag mir, ja. Kann nicht sein. Ja, okay. Wegen Jiddisch in Italien wissen wir schon eine Sache. In die letzten 40 Jahren hat man mehr und mehr herausgegeben Forschungen von Bichlar wegen aschkenazischer Kultur in Italien. Aschkenazische Jiden sind gewandert, gehen in Italien im 15. Jahrhundert und sie haben gehalten ihre Sprache, Jiddisch, lekol epoches bis dem 17. Jahrhundert. Das heißt, dass lekol epoches 200 Jahre haben die Jiden geredet auf Jiddisch und euch geschaffen auf Jiddisch. Sie haben kopiert Xaviaden, sie haben gedruckte Bücher und das ist nur jetzt, dass wir reden wegen Jiddisch, aber
das, was passiert da, ist, aschkenazische Jiden haben gebracht mit sich eine Sache von ihrer Kultur, von ihren Minhagim, kopiert a viele, euch Avade versteht sich auf Loschen Kodesh verschiedene Texten von ihrer Kultur. Und das, was man kann sagen, אפשר gedenkt, dass Weinreich hat gerät wegen Aschkenaz 1 und Aschkenaz 2. Und Erika Tim, was ist ein Forscher von Deutschland, hat gesagt, dass kann sein, dass in Italien haben wir Aschkenaz 3. Und noch ein Forscher hat gesagt, dass efter Italien ist Aschkenaz 1,5. Weil das, was ist passiert im 15. Jahrhundert, ist, als aschkenazische Jiden sind gekommen in Italien und 100 Jahre später, mehr, sind sie zurück kein Zofen. Und keine Kroke, kein Prog, ja, kein Zofen, kann man sagen, ja. Und mit sich gebracht, kollerlei, können wir sagen, Elementen, wo sie haben gebracht, ja, sie haben gebracht mit sich Elementen, wo sie schon, wo haben sich, wie kann ich sagen, wo sie haben gehalten in Italien und auch in Italien sie haben sich auch geändert. Also als Italien, ob ihr guckt da, ist sehr wichtig, weil das ist Wade gewesen, Aschkenaz. Zoff in Italien im 15. 16. Jahrhundert ist nicht 100%, aber Rov von Zoff in Italien ist gewesen Aschkenaz, ist gewesen ein Teil von Aschkenaz. Und Jiden Waden sind gewesen ständig in Kontakt mit ihren Brüdern, aschkenazische Brüder, von Meot, ja, gerät Jiddisch und gehalten die Minhagim, die aschkenazische Minhagim. Aber Italien ist nicht, weisen die Forscher, nicht nur gewesen ein Teil von Aschkenaz, sie ist gewesen eine Station, soll ich so sagen, eine Station von einem Teil von Aschkenaz zwischen Deutschland und Mitteleuropa. Und das ist sehr interessant und ich kann reden mehr wegen dem. Das, was ist geschehen, ist, als wir haben in Italien, also zu sagen, gesammelt, wir haben eine Sache, Xaviaden, mir seid mir ich bin ein bisschen, es ist mir ein bisschen, ja. Wir haben eine Sache, Xaviaden und gedruckte Bücher von Italien. Ich habe gesagt, dass Jeden sind gekommen von Mistome, die deutsch redenden Länder, in Italien in dem zweiten Halb von 15. Jahrhundert. Und von der Kufe haben wir schon etliche Xaviaden auf Yiddish. Wir haben weiter als Xaviaden und euch gedruckte Bücher. Man kann sagen, als das Buch Tilim von Venezia 1545 ist das erste Buch, was wird gedruckt auf Yiddish. Aber in Venezia, aber wir haben schon früher gehabt Bücher, spezielle Sidurim, Chsoirim, wo sie gewähnt auf Loschen Kodesh, aber mit Erklärungen und Reinführen auf Yiddish. Und das ist auch sehr wichtig und sehr interessant. In 2003 haben Turnianski und Erika Tim haben herausgegeben einen Katalog wegen Yiddish in Italien und sie haben gesammelt, also sozusagen 99 Pritim gegen 1 Euro, ja? Nicht 100, 99. Und wir so haben sie gesammelt sehr die Pritim, die dosige Pritim. Eine von wir so haben sie gekannt sagen, dass das ist Yiddish von Italien und nicht etwas anderes. Ja? Erstens, sie haben begrenzt die geografischen Länder, ja. Sie haben sie haben definiert, also sozusagen, was ist Italien. Für Yiddish, ja. Also, das ist Italien, aber das ist auch Dorem Tirol, also sozusagen Trentino und so weiter. Und
was ist, was können wir sein, wie soll können wir wissen, ob etwas ist, kommt Tage von Italien. Mit Drucken ist nicht so schwer, aber mit Xaviaden ist ein bisschen schwer, man hat verschiedene Wege zu verstehen, ob das ist, kommt von Italien, Papier und Wasserzeichen und so weiter, aber wir haben Tage andere Elemente, andere Elemente, was können weisen, als Xavier ist Tage von Italien. Ist, wenn mir steht geschrieben, dass es kopiert geworden in Italien, oder wenn man hat irische Wörter ausdrucken, sag mal, italienische Wörter oder italienische Ausdrucken. Und kann sein, also euch Xavier, was man hat entdeckt, wieder entdeckt in Italien, kann sein euch, als man hat es kopiert in Italien, wir sind nicht sicher, aber das, was ist uns interessant, ist, dass zum Sof von dem Katalog Turnianski und Erika Team haben zugegeben euch ein Regime von Desiderata, ein Regime von Bichär, was wegen sie wissen wir, aber wir haben sie keinmal nicht gesehen. Seit das Buch ist heraus in 2003, habe ich angehoben zu sammeln Texten, die sind nicht da rein. Man hat für verschiedene Siebes, man hat nicht gewusst wegen sie. Und das ist mein Thema heute. Ich will euch weisen andere Texten, was ich habe gewollt zugeben. Und eine von den vielen Projekten, was ich habe im Kopf, ist zu createn eine verbreiterte Version von dem Katalog mit die neue entdeckte Xaviaden ungedruckte Bücher. Ja. Erstens, ich habe euch gewollt weisen an eine Gode, was man hat kopiert, mamisch im Mittel 15. Jahrhundert. Und das ist sehr schön, weil ich wollte angeheben mit dem, weil da seht ihr mit der rote Tint, ja, wo da steht geschrieben, nur trink Ois, ja. Und das wissen wir, Avade, man hat es kopiert in Italien. Und noch einmal die Erklärungen sind auf Jiddisch. Es ist noch das, ja, das ist der einzige Satz, was wir auf Jiddisch, aber für mich das ist euch sehr wichtig, weil das ist eine von den schönsten Gottes, was wir haben von der Kufe in Italien. Ashkenazisch, Avade. Nachdem ein Text, was ist sehr interessant und was befindet sich jetzt in der Columbia University Library, das ist ein Xavier von Refues und Aschboes, von Kishev, Tage. Und das ist sehr interessant, weil das ist ein Xavier, was ist Jiddisch im Ganzen, aber man hat dort auch Jiddisch-Italienisch, Judeo-Italien. Also, und das ist auch sehr interessant, weil das ist eine von den Sachen, was die Phänomene, was man hat. Also, einmal haben wir Elementen auf Jiddisch-Italienisch auch zusammen mit Jiddisch. Ja, und das ist ein Xavier von Sof 15. Jahrhundert. Nachdem habe ich gewollt, der Monen etwas wegen das Wort Get, das ist für die Linguisten, ja, die Sprachwissenschaftler, das ist Lekovid David, ja, weil in ein Dokument von 1519 finden wir schon das Wort Ghetto, ja, und wie ihr seht, das ist in Venezia, Dokument von Venezia. Der erste Ghetto, was wir haben, ist von 1516 und das ist Venezia, Vade. Und noch 3 Jahre später haben wir das Wort Get geschrieben, wie ihr seht, mamisch auf Jiddisch. Ja. Und das ist interessant, weil wir ein Italiener, ja, ich habe sich ständig gefragt, für was sagt von Ghetto sind wir rüber zu Ghetto. Und nachdem habe ich verstanden, Mistome, die Jiden von Ashkenaz, von Deutschland, haben nicht gesagt Ghetto, wie alle in Venezia, sie haben gesagt Ghetto.
Und von dannen kommt das Wort Tachles. Wir können nicht sagen, als Ghetto ist ein jiddisches Wort. Ja? Was ist geworden international zum Bedeuern ein bisschen, ja, aber ja. Das kommt von Jiddisch. Ghetto meint warfen, ja. Literarisch ist warfen, wo man hat geworfen es ist gewesen eine Gießerei, ja, für Metallen, für solche Sachen und von Ghetto, ja, ist geworden Ghetto. Einer von den Texten, was ich habe sehr lieb, aber was tun mir sehr weh euch, ist ein Brief von einem Mischpet, was man hat gemacht in Venezia gegen die also gerufene Hebraisanten. Das sind Jiden, was haben sich geschmat und nachdem haben sie gewollt weg sie haben gewollt zurück zur Jüdischkeit. Und da sehen wir manchmal etwas, was ist sehr, sehr interessant, weil wir sehen eine Sprache mit der Sache, manchmal eine Sache, Wörter und Ausdrücken, wo sind genommen von der Sprache von Venezia. Aber nicht von Italienisch, ja, es ist von den Dialekten, was man hat geredet dort, ja. Ob ihr seht, es steht geschrieben, Sicht, ob man kennt qualche derech finden, ja. Qualche meint qualche, okay, some in English, ja. Wie man sagt auf Jiddisch, Etwas helfen. ja, dank. Sichte, seite, ob ihr könnt gefunden, etwas Neues, ja, etwas Weg, mir zu helfen. Ja. Wir hat euch als Sachverben, also wie konfessieren, ja. Und euch, man muss Patienz haben, ja, man muss Geduld haben, ja. Und das ist ein Brief, was man hat entdeckt, und das ist gewesen sehr schwer, weil hat gebeten, Tage Hilfe. Hat gewollt sich retten von dem Mischpet von der Inquisition in Venezia. Und das Brief ist gewesen auf Jiddisch, man hat es gehabt und nachdem hat es übergesetzt. Und das ist gewesen zwischen den Dokumenten von der Inquisition in Venezia. Man hat noch Jiddisch in die dosige Dokumenten von der Inquisition, aber das ist manchmal ein Text, was ist gewesen länger. Und ich meine, sehr wichtig, sei wie ein Eides und sei sprachlich, ja. Ein Eides von etwas, was ist geschehen, aber auch von der Sprache, was wir haben. Noch ein Xaviat, was ich habe sehr lieb, ja. Ich habe entdeckt zufällig, das ist von Bergamo. Was ist Bergamo? Ist eine Kleinstadt. Es ist eine Stadt in Italien, was ist gewesen unten Venezia im 17. Jahrhundert. Und dort steht geschrieben etwas auf Loschen Kodesh, Jiddisch und Jiddisch-Italienisch. Ja, und das gefällt mir sehr, weil man sagt so, פרעוש וקנאה, דאגה והשתנה, וחתולי ועכברי יאירוני לבקרים. Fluch und Weiß, Katzen und Mais, seufzen und Sorgen, die lassen mich nicht schlafen den Morgen. Und noch dem in Dialekt, Pidoye Pulis, Gatie Suris, Pensar e Penser, tutta la notte non me lasciano dormire. Und das ist, ich meine, euch ein Dogme, das weiß Tage, als Pavolinke haben die Jiden, was sind aschkenazische Jiden, welche sind geblieben in Italien, rüber zu Italienisch oder die italienische Dialekten. Weil sind da solche Texten, wo man sieht die zwei Sprachen, ja, Jiddisch, Italienisch und Jiddisch. Zwischen die Texten, wo sind gedruckt und nicht in einem Katalog von Jiddisch, was ich habe gewiesen früher, sind da Sidurim, ich habe gesagt früher, man sieht manchmal, lemoschel, das ist von Venezia, 1549, das ist ein Sider, das ist auf Loschen Kodesh,
Aber ihr seht, Scharblatt, Ores, Reinfir, a sach Paratexten sind Tage auf Jiddisch. Aber die schönste Sache, was ich hab gewollt weisen, ist das. Und das ist ein Roman, was heißt Paris Viene. Das ist ein Ritterroman, was kommt von Frankreich und von Frankreich ist das rüber in Italien. Und das ist bekannt, weil das ist eine von den schönsten literarischen Arbeiten, was wir haben von Italien. Das ist geworden gedruckt in Verona, ja, im 16. Jahrhundert. Und das ist sehr schön, weil es hat euch Illustrations. Es ist da eine Frage, ob der Mechaber ist Elia Levita, Elia Bocher, ein was wir kennen von anderen Werk, sei auf Jiddisch und sei auf Hebräisch und Aramäisch, kann man sagen. Der Mechaber von Bove Buch sind da Menschen, was meinen, als ist der Mechaber, Menschen als nicht. Ich bin Maskim mit Erika Team, was sagt, was meint, als Elia Bocher ist der Mechaber euch von das Sefer, was heißt Paris Viene. Das ist eine liebe Meise, was man hat genommen von einem Mocker auf Italienisch, von der Kufe. Zufällig habe ich gefunden noch eine Version, und das ist manchmal gewesen eine große Begeisterung. Ich habe gefunden einen Druck von Sabioneta. Sabioneta ist eine kleine Stadt, wo es gewesen eine hebräische Druckerei auf der Teilzeit. Sie haben gedruckt nicht keine Sache Bichär. Aber wir haben gewusst, dass es da etwas, was man hat etwas eine Version von Paris Viene, was man hat gedruckt in Sabioneta, aber alle haben gemeint, das ist eine Gode, das ist kein nicht gewesen. Und Tage ist da. Und das ist sehr, sehr interessant, weil man sieht da eine Version, was ist ganz, nicht im Ganzen, es ist anders von das, was wir kennen von Verona. Die Edition von Verona, ihr kennt das, wir haben zwei kritische Ausgabes, ja, eine Ausgabe von Schmärok, eine Ausgabe von Erika Team, und das und man kann der gut vergleichen, die Versions, was ich habe gefunden in Sabioneta und die Version, was man hat gedruckt. Ihr guckt bloß auf dem Titel, ihr seht, da steht geschrieben Paris e Vienna. Also wie auf Italienisch, un, ja. Das ist gewesen Paris und Vienna und das ist Paris e Vienna. Und das ist eine praktische Sache und das ist auch ein sehr moderner Druck, ja, weil ihr seht das, was steht geschrieben, da Sabioneta, ja, gedruckte in Rabbi Tuvia Foa Heus, Tuvia Foa ist gewesen ein Drucker und so weiter, ja, und euch der Drucker ist uns bekannt. Die zwei Drucker, Daniel, Sohn von Cornelio Adelkind. Aber tutta gucken, wie modne ist dem Drucken. A sach mal geht die Drucke, dem Drucken also vertikal. Und ich habe es gewiesen, als Sachforschers, und sie haben doch das nicht so viel gesehen. Ja, das ist selten, als man hat nicht genug Platz für eine Schure, ja, und man geht dort im vertikalisch. Und was ist interessant da, ich habe gewollt speziell weisen das, ja, weil ich kann sehen, wie das ist in Sabioneta und wie das ist in Verona. Ja, da steht geschrieben und sollten mit ihnen bringen, ein Präsent zu schenken. Präsent ist also wie auf Englisch, a present, ja. Aber in Yiddish, im 16. Jahrhundert, das kommt von Italienisch, un presente. Das heißt a Matone, ja, a present. Aber mistome ist das Wort zu lang, ja,
Und der Pfarr sind gegangen vertikal, aber unten, ihr seht, also in Verona steht geschrieben, und sollt mit ihnen bringen, ein Gob zu schenken. Ein Gob ist aber das Synonym, ja, aber es ist auch kürzer. Und das ist eine sehr schöne Dogma, ich meine, als das, was passiert in dem dosigen Drucken. Ja, euch da, ihr könnt sehen, ja, noch einmal, mit verkürzte die Schure, ja. Dennoch war die Liebschaft über all Dinge stärken, aber Liebschaft ist zu lang, also sie haben anstatt dem sich benutzen mit dem Wort Liebe. Liebe. Ja. Und also weiter. Ja. Und das ist, was ich habe gewollt weisen, aber das, was ist sehr wichtig für mir, ja, ist, als wenn man guckt auf die dosige Drucken und die dosige Xavier und so weiter, eine Sache versteht man sehr, und das ist, als es ist eine Sache mehr in Yiddish, in Italien, wie man meint, und man hat mehr gedruckt, wie man meint. Und das ist für sehr klare Siebes, ja. Demut ist Italien gewesen ein Zentrum von Druckereien, und jeden sind gekommen von um zu drucken. Und es hat euch einen Sinn, ja. Es legt sich auf den Zeichel, als sind gekommen, jeden dort zu drucken. Was ist mir ist wichtig, ist alles, was man hat geschaffen dort, ist nicht zu lieb, zu lieb dem, was Jeden sind in Italien, und sie sind offen zu der italienischen Kultur von Renaissance und so weiter. Das, was man schafft dort, ist etwas, was wird ein Teil von Aschkenas und bleibt in Aschkenas, weil die dosige Bichäer, was wir oben gesehen und euch andere, was ich habe nicht gewollt wissen jetzt, sie sind ein Tage geblieben, man hat sie gedruckt noch einmal und die italienischen Wörter, die sind gewesen dort, Rauf von sie, nicht alle sind geblieben, euch in die später dicke drucken. Und das heißt, als das, was wir sehen da, ist nicht nur etwas, was ist verbunden mit, ja, wie gesagt schon, zu dem, was man ist in Italien. Sind da solche Forscher, was haben gesagt, ja, aber das ist nicht Aschkenaz. Verkehrt, das ist Aschkenaz, Mamesh. Und ich meine, das ist ein Teil von Aschkenaz, was die Kultur, der System, der kennt wie ein Teil von sich und geht weiter zu drucken, zu kopieren, zu halten. Und das ist, was ich habe gewollt sagen. Bis jetzt, ihr habt Fragen. Ich habe auch mehr was zu sagen, aber Claudia, ja. du kannst weiterreden und wir wollen nehmen Fragen erst beim Sof von der Lektion. Und wer sie will stellen eine Frage, soll schreiben, das anschreiben in Q&A, Schales und Tschuvis, und dann noch will ich vorlehnen beim Sof. Okay, also ob ich habe Fragen, weil ich besser verstehen, was Menschen wissen oder wissen nicht. Und noch etwas, was ich will sagen. Es ist nicht, weil ich bin italienisch, ja. Es ist passiert, dass ich habe meine Achrayes zu sammeln, als was hat zu tun mit Italien. Und auch die Forschungen, was haben zu tun nicht nur mit Jiddisch, aber bichlal mit aschkenasischer Kultur in Italien. Was ist etwas, was viele die Jiden in Italien kennen, nicht so viel. Jiden in Italien meinen, dass Jiddisch ist nicht, hat gar nichts zu tun mit italienischer Jiddischkeit. Und das ist auch nicht stemmes. Etliche Elemente von der Kultur sind geblieben noch in Italien, sie sind geblieben in die Sprachen von den italienischen Jiden, ja, in Venezia, in Mantova, in Piemonte,
sind da Wörter von Jiddisch, die sind mamisch geblieben. Und nach dem noch etwas, was ist sehr wichtig. Wir wissen nicht genau, wenn man nicht mehr verändigt, nicht reden Jiddisch oder in Italien. Das, was wir sehen in Sofa vom 16. Jahrhundert, ich kann weisen eine Sache mehr, sind Tage wir haben einen Brief, ja, wo wir sehen eine Sprache voll mit Italienisch, ja, mit Venezianisch, mit Dialekten vom Veneto. Und aber שמערוק, der berühmte Forscher, hat also geprüft zu stellen eine Date für dem, also zu sagen, dem Sofa von Jiddisch in Italien. Und das ist 1616, wenn man hat gedruckt ein Buch von Mitzvahs Noshim, nicht auf Jiddisch, nur auf Jiddisch-Italienisch. Das heißt, also das ist ein Buch von Mitzvahs Noshim, sehr wichtig. Das ist das Buch von Slonik, was man hat gedruckt das Sachmal. Und שמערוק hat geteilt, also jetzt wir drucken das auf Jiddisch, Italienisch und nicht mehr auf Jiddisch, weil Rauf Menschen lernen besser Jiddisch, Italienisch wie Jiddisch. Aber das ist aber nicht 100%. Wir haben ein Godes mit Zmires auf Jiddisch, euch von 18. Jahrhundert. Das hat euch zu tun mit dem Mark, ja, was Venezia hat weitergedruckt Bücher von Faradiden und für verschiedene Sibes. Kann sein, als sind gekommen euch Iden von Mitteleuropa nach die Gseres Tachvetat. Sie sind euch gekommen, etliche in Italien und das wissen wir, weil wir haben gedruckt, man hat gedruckt dort in euch Hannover, Jeven mit Zule in Venezia. Also ja, die Kontakten mit den aschkenazischen Jiden, Zofen von den Alpen, sind geblieben, ja, und sind gewesen sehr eng. Euch die Druckerei, die Drucken, die Druckers sind gefahren von Italien, kein Prag, kein Krakow, gebracht die Letters, ja, die Ois, gebracht die Holzschnitten, und das ist gewesen ständig sehr, sehr stark. Die aschkenazischen Jiden und das, was wir kennen sehen mit Jiddisch, haben gehabt 1 Mark, ja, und Bücher sind gefahren sehr gich, mehr wie man meinte, von einem Platz zu dem anderen. Also das, was wir sehen da, ist ja emes, amin Jiddisch, was ist Italienisch, aber euch ein Jiddisch, was ist ein Teil von der Klarsprache, können wir sagen, was hat sich entwickelt schon von 14. Jahrhundert. Ja. Erika Timmeteinet hat gesagt, dass im 14. Jahrhundert haben wir schon eine Koine, eine Klarsprache von Jiddisch, und die dosige Koine wird stärker und stärker mit den Jahren. Und also ja, das ist sehr schwer zu begrenzen, das, was wir haben da. Aber das ist sehr wichtig, nicht nur für ich meine, der Geschichte von jiddischer Literatur und Sprache, aber auch für der Geschichte von den Jiden in Italien. Beide Sachen, weil das ist nicht bekannt genug, euch in Italien. Ob ihr habt Fragen? Ich wollte besser Fragen, wie reden. Gut, gut. Es hat schon jemand sehr gefragt, wegen Freuen wie Trägers von der schriftlichen Kultur in Druckereien, ist da etwas Eides sagen wegen einer Rolle von Freuen in der italienisch-jiddischen Druckwelt? Okay, danke. Erstens, wir haben das auch freuen, wo sind der Mond in Xaviaden. Wir haben Xaviaden, wo sind gewidmet
zu freuen. Wir haben sehr Nomen, wir haben Protein wegen sehr Leben. Wir haben, Das heißt schriftliche Dedikaties, also das, ja, oder, Dedikaties. oder in dem künstlerischen Teil, in den Teuchen von dem Werk. Nein, via Widmung, via Ah, Dedikatie, mamisch. ah, Und ja, und eine von den schönsten Xavierten, was wir haben von Venedig, ist kopiert geworden wie Matone, für ein Mädel, was wir hassen haben. Und das ist ein mamisch, ein prächtiger Xavier, was gefindet sich in Oxford. Es ist da, also ja, wir kennen wegen sehr, aber dem schreibt das Sache wegen die dosige Freuen, sie sehen, sie haben alle Meiles und so weiter, ja. Perl und Reusele und Sore und so weiter. Serlina, ja, was ist auch sehr schön, ja. Serlina ist ein aschkenasischer Nomen in Italien. In Druckerei, euch in gedruckte Bücher haben wir Dedikaties. Ähm, und nach kurzem, wir haben לכל Epoches ein Brief von Padova, ja, no, seit morgen, von Verona, ein Brief von einer Frau. Und das ist sehr interessant, weil sind da herum 12 Briefe, die man gefunden in Archiven in Verona. Und Rove sind Business, Mischpoche, Business, Briefe, ja. Und man sieht, also die Freunde sind gewesen ein Teil von dem Business. Und aber kann man vergleichen, wie so eine Frau schreibt und wie so ein Mann schreibt. Und die Frau benutzt sich winzig mit hebräischen Wörtern. Ähm, und aber ich kenne nicht bei einer ganzen Theorie auf die dosige Texte, aber wir haben noch andere Briefe von Frauen von 16. Jahrhundert. Ähm, und, und, und sie da ja einen Unterschied, ja. Männer sind mehr traditionell in sehr Schreiben und sie benutzen sich als Sache mit Loschen Kodesh und Frauen weniger. Äh, Noch etwas, was ich habe, was ist sehr, sehr schön auf Yiddish von Italien und das ist euch ein Teil von das Leben von Frauen. Wir haben etliche Regimes von Wascherei, von Waschen, von Wäsche. Ja, Regime von ähm, Hemden, Häusen, mit Asach italienische Wörter, ja, Handtücher, ähm, sag mal, in so von Xaviaden, man geht zu ein Regime von die dosige Sachen, was man geht daraus für die, sie sollen sie waschen. Ähm, und das ist auch, ich meine, interessant, weil das ist ein Teil von das, was interessiert. Ja, es ist auch ein Lied, was sagt, ja, heute die Frauen sind sehr faul, sie will nicht tun die Waschereien allein, ja, sie besser geben das heraus und so weiter. Und solche Sachen. Aber das gibt uns auch ein Blick, also sozusagen rein in die Häuser von die Frauen in Venedig. Das ist von Venedig, ja, aber auch in anderen Xavierden. Das Sachregime ist von, wie sagt man, ja, von, ja. dass sie waschen. Ich habe nicht verstanden, aber das ist Regimes von Wäsch, was man darf noch auswaschen, heißt es? Ja, weil das ist, sie sind sehr wichtig, sie sind ein Teier, ja. Hm? Und dafür muss man sich dermonen, wie viel sie sehen und wo sie sehen und so weiter. Das ist Und also wie an Ausrechnung von dem Hab und Gut von die Freuen. ja, das Die ist euch, Leute, die sie sehen. sie halten von dem. Und es ist da euch,
Okay, es ist da, ja, also wir haben eine Sache Regimes. Und das, was ist interessant in die Regimes, also man sieht, also man hat eine Sache Wörter genommen von den Dialekten, euch. Also wie Fazzola, was ist geblieben, Facele, ja, Fazzoln sagt dorten, Fazzoln, große Fazzoln, weiße Fazzoln, Camisa, Chemise, Camisa del patron, del Patron, und allerlei Azerche. Das ist interessant auch für die Sprache. Ja, ja. Ja, aber das, was die Frauen, als die Frauen in Druckereien, habe ich manchmal in Druckereien in Italien habe ich nicht gesehen. Es ist da ein Artikel von ein Buch von Habermann wegen die jüdische Frauen in Druckereien. Sie haben gespielt eine wichtige Rolle, aber in Italien weiß ich nicht. Ich habe noch nicht gefunden. Geil. Äh, Kannst du uns erzählen etwas wegen dem Gefinnen, wegen dem Moment von euch Gefinnen, als der Hals in Hand noch a Paris und Vienne? Nicht gekannt glauben. Aha, Umwicklungen Erika Team. ja. Und der Wo ist das geschehen? Wie ist das geschehen? ist geschehen bei Nacht, wenn ich gucke in Internet einmal, ich kontrolliere mal, was ist da in Internet, so ich bin mir zurückgefunden, etwas ein Werk, was ich kenne nicht. Bei Nacht, wenn man will nicht gehen schlafen, aber man ist zu müde, weiter zu arbeiten. Und ich habe etwas gefunden und ich habe nicht gekannt, glauben meine Augen. Also ich habe dem Tag nach dem angeklungen oder geschrieben und gebeten Seiten. Also ich weiß, es ist nicht gewesen, keine Reproduktion war der, ja. Und ich habe gefunden noch einen Druck von einem Buch von Mantova, was wir haben gewusst, als das ist gewesen, aber schon, kein Mann nicht gesehen, schon, ich weiß nicht, ist in die Regime, weil wir haben in Mantova in 1559 hatte die Zensur bezwingen die alle jüdischen Mischproche zu geben ein Regime von sehr Bichär. Und das ist ein fantastischer Mocker, ja, um zu wissen, was haben die ihnen gelernt, was haben sie gehabt in der Heim. Leute dem wissen wir euch wegen Bücher noch einmal, was sind nicht zu uns ergangen, aber sie sind gewähnt. Was ist das gewähnt genau, wissen wir nicht. Aber das ist aber sehr schön und wichtig. Und der Fall, ja, einmal suche ich Leute, die das titeln, zufällig mit allerlei Transkriptions und ja, ich prüfe zu sein. Also wie ich habe gefunden, dem Xavier von Bovo d'Antona, was ist gewesen, was ist in Jerusalem, ja, das euch ist gewesen eine große Begeisterung. Man muss sein sehr elastisch, sehr flexibel, Aha. sehr gerät zu, ja, Und, weil und seiner Detektiv. ja, das ist alle Forscher sind ein bisschen Detektiven, ich meine, ja. Ja, ja. Aber ich hoffe zu finden, das, was ich hoffe zu finden, ich sage alle, men, ja, ist das Buch von Elie Bocher, dem schönen Glück, ja, was wir wissen, er hat geschrieben noch ein Roman, und was alle Dämonen, aber wir haben das nicht, und das ist eine von meinen Chaläumes zu finden, Xaviada, Druck, no, Druck ist nicht gewesen, aber Xaviad, ja, das ist gewesen sehr populär und erfahren. Und ich bin sicher, dass ihnen da eine Sache andere Werk, äh, was man kann Die, gefunden. die Positions seien zwischen, die Positions, was auf der Dosiker Regime seinen ein Teil von den 91 oder seinen ausgerechnet, seinen ausgeschlossen von sei. Die Däzidärא, okay, Ja. die,
Ich bin nicht sicher, dass ich habe verstanden. Nu, die 99 Titeln, seinen Titeln Ja, von von Titeln von Werk, was man hat gehalten in die Hand, was man hat gewusst, ja. dass sie existieren, nicht von die, was man weiß von sein, nur von dem Titel. Was Eh, man sucht sie noch. m- Allora, die Regime von Mantova von 1595, von der Zensur, die sind die Bücher, was sie haben gehabt, aber sag mal, die Titel sind nicht genau. Ja, Aha. am meisten, ich weiß nicht was, ja. Ja. Am meisten auf Jiddisch, Mhm. ja, etwas so. Drei meistens auf Jiddisch, ich weiß nicht, etwas so. In dem Katalog von Jiddisch in Italien ist ein Regime von Desiderata, was ist Rov von dem, nicht alle, sind nicht kein Sach, ja, aber das ist Avade basiert auf der Regime von Mantova. Und der Fall, meine ich, es kann sein, es sind noch andere Bücher, was wir wissen wegen sie nicht. Wie viel Positions haben sich angeklebt besitzt er? Wie viel hast du gesagt, hein, wenn du gehst daraus der Heintigung von dem Katalog, wie viel hast du gesagt, wie viel wollen rein, wie viel Ich wollen wollte, ich wollte rein 25 mehr. wie viel? Also 25 mehr, aha. ich weiß nicht, ob es so, ja, weil ich wollte reingenommen andere Xaviaden, Asach Xaviaden, noch drucken, weil in meinen Augen sind die Sidurim mit die reinführen, mit den Scharblättern, mit die Erklärungen auf Jiddisch, die Instruktionen auf Jiddisch sind nicht da rein im Katalog. Und ich meine, sie müssen sein. Und äh, ja, und לכל הפוכס zwei Bücher, gedruckte Bücher, drei gedruckte Bücher, was ich habe gefunden. Und, und ich hoffe zu gefunden noch. Ja. Ob Ähm, ihr gefunden habt, es sagt mir. ja, wir wissen, wenn man zu schreiben, wegen dem. Ähm, Es fragt uns ein Graduant, ein hochschulfähiger Graduant von unserem Programm, wegen das Verschwinden von Jiddisch in Italien. Über was ist das vorgekommen, nach wie viel man versteht? Äh, okay, die Aschkenazischen Jiden sind die, wo sind geblieben in Italien, weil etliche von sie sind ähm, gewandert, ja, sie sind gefahren, sie sind zurückgegangen zu Deutschland, Mhm. kein Deutschland, kein, wie gesagt, Prag, Krakow und so weiter. Die, was sind geblieben, sind ein paar Wolinke rüber, bewohnen sind Arabien zu Jiddisch-Italienisch. Aber sie haben gehalten dem aschkenasischen Minhag. Und Mhm. bis ein zu Tag, ihr kennt, ob ihr fort wird sein in Venezia, wird ihr sehen, dass ist da la Scuola Tedesca, die italienische, die deutsche, die aschkenasische Schule, und la Scuola Italiana, e la Scuola Spagnola, und eine Sache, was hat, sie ist gewesen wichtig für mich, öfter, ihr habt gehört wegen einem Roman von Giorgio Bassani, der Garten von die Finzi Contini, was Ah, ist gewesen ein sehr berühmtes Buch. Und dort auch Bassani, der schreibt die Schulen in Ferrara. Und in Ferrara es ist da eine Schule von den aschkenazischen Jiden. Sie haben sehr Minag, ja, sie reden nicht kein Jiddisch, aber der Minag ist geblieben. Ähm, ähm, und wie gesagt, eine Sachtraditions und eine Sachwörter sind nicht eine Sache, aber sind geblieben euch in der Sprache von den Juden in Italien. Le Beispiel in Venezia, ja, man kann, le Beispiel Jahrzeit, ja, das ist Ummetum in die Sprachen von den Juden in Italien. In Piemonte, Orsay, in Rom, in andere Keiles, alle haben sich benutzt mit Jahrzeit. Das ist auch interessant. Es sind geblieben Sachen von Jiddisch, euch Schomene anstatt Schamen. In was ist Venezia. das?
In Mantua man sagt Schomen anstatt Schamen, was meint Fett. Also, und man hat la signora della Snora, in Venezia Schnorrer, die Frau, was meint, sie ist sehr raffiniert, aber Tachles, sie ist die Frau von der Schnorrer, ja. Ja, sie ist die signora della Snora. Und man hat solche Ausdrücken, was sind geblieben euch in Venezia. Fein, es fragt uns Talmide von dem heutigen Jahr in der Sommerprogramm wegen der aschkenasischen Kehille in Italien in Bescheiches mit die Italkim. Was soll man verstehen wegen die Räders von oder die, was rufen sich Italkim entgegen der aschkenasischen Kehille? Oder ist das ein Greis zu verstehen, dass sie seinen anders? Oh, das ist eine schöne Sache, ja. Sie erwarte ein Unterschied, ja. Aber, ja, sie erwarte da ein Unterschied. Aber die Italkim ist auch sehr schwer zu verstehen, wer sie sind, ja. Die Jiden in Rom, ja, das kommen von einer sehr alten Kehille, alle Wesen von Beis Sheni, ja, das ist mehr wie 2000 Jahre. Und sie haben sehr eigene Traditionen und so weiter. Aber in Italien im 16. Jahrhundert befinden sich sei die Italkim und sei die Jiden von Spanien und Portugal und sei die aschkenasische Jiden. Man muss sagen, dass Venezia, a viele Padova, Verona, ja, die Keiles sind Rov aschkenasisch. Rov von sie sind aschkenasische Jiden. Und das, was sie haben geredet, auf Jiddisch in Padova, ist gewesen eine sehr wichtige Yeshive. Und wir wissen, also sie pflegen schon, sie pflegen die Sprache von Lernen teure, Gemoren und so weiter, ist gewesen Jiddisch. Ja, weil wir wissen, weil das ist, es ist gewesen Emetzer, was hat nicht gekannt Jiddisch, ist nicht gewesen ein Aschkenazisch Ried. Und für ihn hat gemacht spezielle etwas auf Ivrit, etwas auf Loschen Kodesh, ich weiß nicht. Ja. Das heißt, ja, was ist zwischen sie, was ist passiert zwischen sie, weiß ich nicht genau. Heute, wir haben Eides als aschkenazische Jiden und italienische Jiden, haben gute Beziehungen. Aber die sfardische Jiden sind gewesen ein bisschen mehr Abgesondert. ja, ja, ja. Und pflegen nicht Hassen oben mit aschkenazischen Freunden, sie ist nicht gedeiht und so weiter. Aber ich weiß nicht genau, was passiert zwischen die verschiedenen Keiles. Ich weiß, und das ist euch, man muss sagen, also, es ist da gewesen ein Skandal, ihr wisst. Ein größer Skandal, wenn ein Historiker von Israel, Italien, hat geschrieben ein Buch, was hat geheißen, was hat geredet wegen dem, als die Jiden hargenen Kinder, christliche Kinder, und benutzen sehr Blut, ja, kedai zu backen die Matzes. Ja, du. Ja? Ihr habt gehört Du. wegen Ja. dem dosigen Buch, ja. Das ist ein Buch, geschrieben, mit einem Teine, was ist unten als Ding, als es ist da eine italienische Jiddischkeit, was ist sehr offen und lichtig und liberalisch und so weiter. Und die aschkenazische Jiden sehen, leben in Finster und sie sind vermacht und sie sind so in der Comedy und so weiter. Und das ist Mamesh nicht, Emes. Das ist Mamesh nicht. Das ist nicht gestoigen, nicht geflogen. Das ist eine rausgetrachte Meise. Was ich weiß nicht, von wann das kommt.
weil das, was ich sehe, also die aschkenazische Jiden, ähm, sind, sind gewähne mamisch, Punkt also aufgeklärt. also ich zu sagen, ob das ist ein Kriterium, ja, kדי zu abschätzen, die Jiddischkeit, das, was wir sehen, dass wir gucken auf die Texte, auf Jiddisch, was wir haben, ja, wir sehen sie trinken, sie tanzen, sie reden wegen Liebe, sie essen gute Delikatessen, es ist mamisch nicht stemmes, das, was wir sehen. Und ja, also das ist sehr wichtig, ja, dass es ist da italienische Jiddischkeit, was avade ich habe sehr liebe, aber weil, ja, aber ich kann nicht sagen, als was sie ist auch ein Unterschied in Minhagim, ein Tachles, ja, weil die Jiden sind Konservative, ja, für uns, man muss halten als Ding, was man kennt, ja, aber das ist noch etwas, was ist sehr wichtig ist, als wir haben in Italien im 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert etliche Bücher auf Jiddisch-Italienisch von Mitzvahs Noschim und nur steht geschrieben, das haben wir übergesetzt von Jiddisch. Und das ist etwas, was steht auf die Scharblätter. Das heißt, das ist etwas, was wir sind stolz von dem. Ja, das ist nicht etwas, was man schämt sich von dem. Ja, die Aschkenazische Jiden haben die dosige gute Bücher, gutes Forum mit Mitzvahs, Noschim, ja, wo man schreibt und erklärt, wie so muss sich führen, das und jenes. Und das haben wir genommen von Jiddisch. Das ist ein Teil von Covid, von Autorität, von Prestige. Es ist nicht etwas, was man schämt sich von dem, ja. Und Also mir ja, hat es herübergetragen von Jiddisch auf ja, was? und Auf was wir für ein haben Losch? etliche Ja, Jiddisch-Italienisch. Italienisch, aha. Jiddisch-Italienisch, wir haben verschiedene Versions, verschiedene Bücher und verschiedene Drucken. Das ist auch ein Genre, was ist geworden mehr und mehr wichtig, ja. Die und ja, und das ist für mich, und noch dem, was ist sehr schön und ich meine auch sehr wichtig, ist, als wir sehen, das hat gewesen ein Buch von Alessandro Guetta von Paris, als hat gearbeitet auf Texten, auf literarisch Italienisch, was die Jiden haben geschrieben in Italien. Die Jiden haben geschrieben, euch nicht nur auf Jiddisch Italienisch, sie haben geschrieben, euch auf literarisch Italienisch. Aber die dosige Bücher, was man hat gedruckt, also mit Hebräisch, zweisprachig mit Hebräisch und Italienisch, In zwei sind besondere Bücher, Alphabeten heißt es. Euch. ja, euch, aber die dosige Werke sind ein Werk, was wir haben auf zweisprachig auf Jiddisch. Das heißt, das für die Aschkenazisch ist gewesen, Loschen Kodesh und Jiddisch, da haben wir in Italien Loschen Kodesh Italienisch. Und wir haben ein Regime von die dosige Werk, was ist euch sehr interessant zu sehen, ja. Aber sie sagen, ja, sie haben das ist eine sehr schöne Arbeit, das ist ein Werk, das ist ein Buch, was ist sehr schön, lassen wir das tun für die italienischen Jiden. Und ja, und wir haben ein Buch, was ist auf Loschenkoidisch und literarisch Italienisch mit die zwei Alphabeten. Die italienischen Jiden sind inzwischen die ersten, was benutzen sich euch von mit Garches, nicht, ja, euch in Amsterdam ein bisschen, ja, aber man geht weiter zu schreiben auf Fidi, mit hebräischen Oises, euch in Italien, aber sind da euch Bücher, was man druckt mit lateinischen Oises, zusammen mit hebräischen Oises, eine Mischung. Von herum welcher Zeit, von herum welche Jahren? Wir reden wegen 17. Jahrhundert. Mhm. Sof 16., aber 17. Jahrhundert, ja. Und was ist dein Plan, Claudia, mit dem Herausgeben
etwas, eine Band, ein Überblick, Ja, genau. Ich was mit hoffe, dem? ich will schreiben einen Katalog wegen einer neuen Version von dem Katalog. Das ist eine Wade. Und ja, ich trage euch wegen einer Abschätzung von das Neue, von alles das, was wir haben. Aber zu sagen dem ist, ich arbeite euch auf noch etwas, was hat zu tun mit Jiddisch und Italien, aber im 20. Jahrhundert. Und das ist, weil ich habe entdeckt, dass Primo Levi, was ist ein italienischer jiddischer Schreiber, hat sich gelernt Jiddisch und er hat übergesetzt von Jiddisch Aha, und er hat gekauft jiddische Bücher und sie gelernt, mamisch. Und ich habe gesammelt ein bisschen Material wegen dem Euchet. aha. Und das ist nicht Altjiddisch, aber noch etwas, was Hier zusammen die beide Kehilles, sozusagen, ja, ja. aber das ist interessant, weil er sagt euch, also Jiddisch ist, man sagt, redst nicht Jiddisch, bist du nicht kein Jid, ja. Man sagt das so. Und man hat ihm gesagt, ständig, redst nicht kein Jiddisch, bist du nicht kein Jid. Und für ihn Jiddisch ist im Ganzen gewesen eine fremde Tradition. Das ist auch so etwas wegen die in Italien, was da meinen, wie du hast gesagt, ja, was Was sollst war du tun? Scheiches? Ja, Ja, also, aber ist ja da Scheiches und dann danke, sie hat mir gegeben die Möglichkeit, das zu erklären noch einmal. Für mich ist das ist wichtig und sehr schön und das ist verbunden, noch einmal, für mich ist sehr wichtig, das ist verbunden mit der klar jiddischer Kultur von der Tkufe, ja. absolut, absolut. Danke, größten Dank, Claudia. Sie gewinnt verhappendig interessant und verhappendig ist noch, was wir können sich vorstellen, wird auch noch jahren in der Welt und die Manuskripten, die Werke, was werden sich abgefunden, wie nicht ist, und die Momente als solche, was du wirst noch überleben, gefunden dich als solche Jekarem Ziessen und interessante Dokumenten. Dank für sein mit uns, Dank unser Eulen für interessieren sich mit dem. Wir haben gerade feine Eulen mit sehr interessante Fragen und hört sich zu, guckt sich zu in einer Woche rum. Die kommenden 2 Wochen haben wir weiter Lektions in der Zeit auf Jiddisch von der Sommerprogramm beim Ivo. Dank wieder Claudia und Dank unser Eulen. Und Dank euch alle, ja, herzlichen Dank.